Freunde, ich habe die Woche ein Date gehabt mit jemandem, mit dem ich vorher nur online geschrieben habe. Das heißt, man war sich nicht so sicher, wie die andere Person ausschaut. Und als er dann auf mich zugekommen ist, wollte ich halt Servus sagen. Und anstatt Servus habe ich gesagt, Theresa, oder? Ich liebe sehr, dass du dich am liebsten selber getroffen hättest. Ja. War schön, war Schade, toll. dass jemand anders war. Ja, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Guess who's back? Back again. In euren Ohren, innen drin. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellensittich Stammtisch. Servus, liebe Wellensittiche. Mein Name ist laut meiner Oma Anja Bafaria und ich bin hier mit meinen Best Friends alive, der Veronika. Servus. Und am Räder. Hallo. Danke für die ganzen Genesungswünsche und für eure Geduld. Ihr seid doch die Allergutsten und danke für eure ganzen Kommentare. Bei wem ich mich nicht bedanken möchte, ist der Resbert. Hä? Eiskalt hast du das heute ignoriert, dass Vreni und ich unseren großen Tag haben. Yep. Alles Gute, Anja. Alles Gute dir. Gratuliert hat's uns nicht. Ich weiß nicht, was ist heute? Was ist los? Heute, liebe Theresa, ist der wichtigste Feiertag im Leben eines bayerischen Menschen. Geburtstag ist nicht so wichtig. Na, Was ist heute? Namenstag, Theresa, ist viel wichtiger als Geburtstag in Bayern. Zumindest bei sehr alten Leuten. Und wir sind sehr alte Leute. Das war voll Deppensatz hier. Heute ist die heilige Anna. Ich heiße Anja, deswegen zähle ich da dazu, weil anscheinend hat es keine heilige Anja gegeben. Wundert mich. Und mich? Und der zweite Name von der Verena ist Anna, wie wir alle wissen. Na klar. Dann danke jetzt für deine Danke fürs Glückwünsche. Gratulieren, Theresa. Ja, also das herzlichste Glück und die besten Wünsche zu eurem Namenstag. Ganz, also aus tiefstem Herzen. Danke. Weil das ist voll schön, dass du dran denkst. An der Stelle lasst mal als guter Onkel normal einen 100er drüber wachsen. Naja. Ach so. Ja gut. Naja. Tut mir leid 15. für meine Oktober hast Verfehlung. du ja Namenstag. Das weiß ich. Das weiß ich sogar. Aber danke. Wir wissen das halt auch. Das Das habe ich ist der Unterschied. nicht vor der Aufnahme nachgeschaut. Das habe ich vorher schon gewusst. Das steht im Kalender, ist eh klar. Sicher, ist eingespeichert. Mit Erinnerung. Naja, liebe Wellensittiche, ihr merkt es wir nehmen unsere Folgen nicht am Donnerstag auf, ist es schon ein bisschen her, aber ihr dürft uns natürlich auch gerne nachträglich gratulieren. Ihr merkt es ist angebracht. Meine Lieben, wir haben uns gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr hier gehört. Tja. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Es ist doch jetzt wieder eine große Dressda-Song. Sagen wir es gemeinsam. Update-Folge. So schlimm. Das ist so dumm. Bevor wir damit starten, darf ich gern nur ein paar Kommentare vorlesen zu der letzten Folge, die Vreni und ich allein aufgenommen haben. Da haben wir ja unsere liebsten bayerischen Wörter mit euch geteilt. Und ihr habt in die Kommentare auch ein bisschen was dazu gesagt. Und mein Favorit ist der Zuberzahrer. Habt ihr den Kommentar gelesen? Und kennt ihr das Wort? Was ist das? Wollt ihr raten, was der Zuberzahrer ist? Jemand, der was herbringt. Zara. Ja. Zubezahn, so. Nicht? Es ist ein Gegenstand. Ah. Es ist ein Fernglasel, weil der zart, das was in der Ferne ist, zu. Ach, geil. Das ist ein geiles Wort. Noch nie gehört.
Das kenne ich von meinen Großeltern. Das hat Miriam kommentiert. Geil. Und Kerki hat geschrieben, anreidig ist nur ein sehr schönes bayerisches Wort. Das finde ich auch. Sag ich auch Das gern. geht auch für alles. Also fantastisch. Und was ganz oft noch kommen ist Wuckerl. Sagt man das bei euch liebe auch schon, oder? Ja. Für was benutzt ihr das? Für Locken. Wuckerl. Ja. Ich kenn's für Lockenwickler. Ah, Okay. okay, bei uns gut, sagt wahrscheinlich. man, jemand hat Wuckerl, jemand hat Locken. Ja, doch. Wuckerlhaar. Ah, schön. Und dann natürlich, das darf auch nicht, Prost Anja. Ja, sehr kleines Glas. Anja hat das riesigste Weinglas der Welt in der Hand. Sie muss mit 2 Händen halten. Ich war jetzt einen Monat abstinent. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist hier mein Comeback in der Folge. Kein Bett, echt, oder? Es war ein Schluck. Es war ein Schluck, der gereicht hat, damit ich nicht mehr reden kann. Oh, Nur zur Einordnung, es ist Sonntag um 11:30 und Anja sauft einen Riesenhaufen Rotwein. Das klingt Und also irgendwie ist so, als alles war wie das ein immer. Problem für die, aber das verstehe ich jetzt nicht. Es ist kein Problem. Ich wollte nur Bescheid geben. wir sind ja alle 3 ein bisschen nervös irgendwie und ich verstehe es, dass man da einen kleinen Schluck Rotwein braucht. Das letzte bayerische Wort, das ich noch aus den Kommentaren zitieren möchte, das Wimmerl. Und das gefällt mir deswegen, weil das die Doppeldeutigkeit hat. Kennt ihr beide Bedeutungen? Nein, ich kenne nur, dass das halt irgendwas ist, was wir im Gesicht nicht haben, wo ich will mal. Ja, oder eine lästige Person, oder? Also wenn man sagt, du lästiges Wimmerl, dann Ja, Echt? gut. Na. Ja. bist Aber du nervig. du als Radlprofi hast du kein Wimmerl dabei beim Radlfahren. Ah, offensichtlich nicht. Warum? Außer im Gesicht. So gerade die Diese- Bauchtaschen nennt man Wimmerl. Echt? Na, Na, okay, egal. aber wer fährt jetzt mit Bauchtaschen Radl? Hä? Viel Leid. Da halte ich mich raus aus der Diskussion. Aus der Radldiskussion. Ja. Und ich höre jetzt auf. Ich habe schon als Feedback gekriegt von Anja und Verena, dass anscheinend doch ich die Urbayerin von uns 3 Ja. bin, weil ich diese ganzen Ho-Ho aus dem Wald Worte kenne und ihr nicht. Aber ich halte mich jetzt wieder zurück. Ich sitze mir wieder hier. Ich bin ab jetzt wieder der Teilzeitpreis. Bitte. Passt. Er ist, glaube ich, immer schockierend für ein paar Wellensittiche, wenn sie in deinen Stream schauen, dass du da wirklich ein Preis bist. Ja, ja, schreiben auch manche. Ist komisch, die so zum Herrn. Auch dass da Schrocken sind. Ja, verstehe. Ja, witzig, weil ist ja nicht so, als hätten wir es nicht gesagt. Ja. Ich habe euch vorgewarnt. Eben. Wir haben euch da nicht unvorbereitet reingeschickt in das Ganze. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, über bayerische Wörter müssen wir auf jeden Fall noch mal reden. Das hat mich sehr gefreut, vor allem auch die Lehrstunden vom Räder. So gern. Und ich finde es auch schön von den Wellensittiche was zum Lernen. Ich lese das dann immer ganz gern durch, wie da so die unterschiedlichen Wortbedeutungen sind oder was ihr so hernehmt. Daher schreibt uns das immer gern mal weiter, falls ihr zu irgendwas, was wir hier sagen, irgendwie anders sagt oder wenn es bei euch was anderes bedeutet, etc. Und liebe Preis, wenn ihr irgendein Wort nicht versteht, ihr seid ja hier auch im Bildungspodcast, dann schreibt's doch gerne in die Kommentare, was heißt denn das und das. Und dann helfen euch entweder andere Wellensittiche weiter oder mir. Genau. Und jetzt, Vreni, was war bei dir los? Ich glaube, ich bin die Person, die am wenigsten erlebt hat hier. Das glaube ich. Aber ich habe doch 3 Dinge immerhin erlebt. Oha. Okay. Passt auf, Leute, ich war Radl fahren. Können Sie euch das vorstellen? Nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass man sowas macht. Ja, das Ding immer. Wenn ich Radl fahre, dann macht es halt auch mehr Spaß, wenn man hier so ein paar Brauereien abfährt, gell? Also bin ich hinaufgetappt an Heiligenberg, hier sehr viel bergauf. Aber wenn man weiß, dass da drum ein halbe Bier also Heilige Berg ist Klosterbrauerei Andex ist der Heilige Berg. Oder Andex ist der Heilige Berg wahrscheinlich eher die Kirche als wie das Breistüberl, aber für mich ist das Breistüberl logischerweise. Also bin ich da aufgetappt. Und wenn man weiß, dass da ein halbe Weißbier auf einen wartet und ein Oberarzt da eine Resche Brezen, dann Oh. zieht dann das auf am Berg. Richtig geil. Und gestern bin ich auch noch richtig krass geradelt. Da habe ich hier eine nette Tour gemacht. Da habe ich ein paar Kilometer runtergeschraubt. Und natürlich bin ich auch eingekehrt. Bei einer kleinen Dorfbrauerei
in meine Gegend, die auch ein sehr geiles Konzept haben, mit einem sehr geilen Biergarten, wo man einfach auf Berg schaut, wo nie jemand vorbeifährt, weil das wirklich so krass außerhalb ist, dass da maximal ein Bullock vorbeikommt Ach, schön. oder ein Radlfahrer. Jetzt hast du es versaut. Ja gut, für Anja ist wahrscheinlich kein guter Ort. Nein, es klingt traumhaft. Voll schön. Aber was ich noch sehr Cooles erlebt habe, da ist eine Brauerei dabei. Es war ja Erlebnisse im Zeichen der Brauereien. Am Kaltenberger Ritterturnier war ich. Aha. Und wer kennt's nicht? Hier, Kaltenberg, König Ludwig und so. Dings, Bier. Geil. Geil. Also das Ritterturnier war auch geil, aber das Bier war schon auch sehr gut. Das war gerade erst dann meine Eltern eine Geschichte erzählen, weil meine Mama sagt zu allem Dings und mein Papa redet voll über Bier. Das war gerade die Symbiose. Ja. Freut mich, dass sie beide in mir vereinen und du dich deswegen sehr wohl bei mir fühlst, hoffentlich. Oh, Das würde ich auch gerade sagen, ja. Die Orgel. Und die Ritterturnierkombi ist natürlich noch mit meiner Pferdemädchenkombi vereinbar, logisch, weil es war ja Ritterturnier. Das heißt, ich habe sehr viel Stunt-Menschen zugeschaut, wie sie krasse Dinge mit und auf Pferden machen, so das Feierreiten und solche Sachen. So hier irgendwelche kopfüber im Renngalopp am Sattelhänger und dann doch nur rechtzeitig wieder aufkommen, bevor das Ende der Rennbahn erreicht ist. ach du und so. Scheiße. Das klingt gefährlich. Das klingt wie Ja. einer meiner alten Das war Träume. das Ja. Vorprogramm. Das war nur das Aber das- Vorprogramm. Ja. Es war sehr unterhaltsames Vorprogramm. Okay. Aber ist Na es gut. dann, Ja, und dann waren die echten Vreni, ich habe Ritterspiele. noch schnell eine Frage. Weil, also, wenn ich mir das vorstelle, also, dass ich da so unterm Ros hänge und dann müssen wir beide durch Feier. Also, es ist wirklich was, wo ich schweißgebadet aufwach. So stell mir einen Albtraum vor. Und ich möchte aber wissen, ob das für die dann so ist, als Pferdemädchen, dass du dir irgendwie denkst, na, das kann die vielleicht auch. Nein, das Nicht? kann ich auf gar keinen Fall. Okay. Nein. Nein. Gottes Willen. Na gut. Schaut. Das ist also krass, weil die sind wie Flummis, diese Menschen, die das machen. Die fangen jetzt, also die reiten los im Sattel. Dann schwingen sie runter mit Viers auf den Boden, auf Ohrseiten. Und das Pferd läuft im gestreckten Galopp, also es ist eine massive Geschwindigkeit. Dann hupfen die quasi mit beide Beine auf die linke Seite vom Pferd, stoßen sie wieder ab, hupfen auf die rechte Seite vom Pferd, stoßen sie wieder ab, springen wieder drüber auf die linke Seite und das alles im Renngalopp. Also es ist, und zum Schluss Krass. schwingen sie sich natürlich wieder vom Boden aus in den Sattel, ist ja klar, weil Vom Boden aus. kann ja jeder vom Boden aus im gestreckten Galopp einfach wieder aufhupfen, gar kein Stress. Krasse Leid. Respekt. Das ist echt wild. Ja, und dann war noch das eigentliche Ritterspiel, weil da, also das ist alles wie so ein großer Mittelaltermarkt. Alle sind irgendwie mittelalterlich angezogen oder fui, sagen wir es so. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die das als Hobby haben, dass sie so in so Mittelalterlagern und bei so Ritterspiele abhängen und so. Das finde ich irgendwie ultra witzig. Ja. Das ist irgendwie eine coole Sache. Und auch dann ein bisschen so reden dieser Mittelaltersprache. Also Echt? was weiß ich, wenn einer ein Handy in der Hand hat, dann ist das halt Zauberspiegel. So. Das finde ich sehr witzig. Und da sind halt lauter Standel drumherum. Es gibt sehr viel Bier, es gibt sehr viel geile Sachen zum Essen. Es ist überall so verschiedene Bands, oder Bühnen, wo Mittelalter-Bands auftreten, die halt irgendwie so Musik in die Richtung machen oder auch so Gaukler, Spiele, keine Ahnung. Hast du aus am Horn getrunken? Ist das, was ich da jetzt natürlich wissen möchte. Aus dem Kuhhändel. Nein, habe ich nicht, aber es gab sehr viele Leute, die ein Händel an einem Gürtel hatten und ein Bier aus diesem Horn gesoffen haben. Das war Am ja Gürtel tut man das festmachen, weil ich habe das letzte Mal eine Sendung angeschaut, wo die aus dem Horn getrunken haben und hab mir dann gedacht, wo hat man das eigentlich abgestellt? Aha. Das hängt man sich am Gürtel. Oder an das Seil, das die Robe zusammenhält, weil Gürtel. Ist ja nicht wirklich ein Gürtel. Das liebe ich immer, wenn uns Wellensittiche schreiben, dass sie dieses Aha übernommen Ja, haben. das liebe ich Ja, auch. so schön. Zu Recht. Ja.
Ja, und dann gibt's halt da noch diese große Arena, wo ein paar tausend Leute tatsächlich reinpassen. Und da sind dann die echten Ritterspiele. Das ist quasi so ein, ja, wie so ein Schauspiel. Es gibt halt irgendeine Geschichte mit verschiedenen Rollen, verschiedene Personen. Da geht's halt dann um den einen Ritter, der als Kind entführt wurde und dann erst irgendwann erfahrt, was eigentlich seine wahre Herkunft ist und dass natürlich seine Stiefmutter, weil wer so sonst sei, unfassbar böse ist. Und solche Sachen. Scheiß Weiber. Und diese ganze Geschichte spielen die dann so durch und zum Schluss ist dann der große Turniertag, weil da wird natürlich in einem Ritterturnier die ganze Sache entschieden, wer jetzt wen heiratet und wer welcher Reich für sich beanspruchen kann und so. Und da spielen die ganze Zeit auch Pferdl mit. Und die springen dann eben einmal in der Szene durchs Feuer oder so. Krass. Und zum Schluss ist halt Ritterturnier, wo die wirklich mit Ritterrüstungen auf dem Pferd hocken, immer zwei so aufeinander zureiten mit Lanzen in der Hand und sie dann gegenseitig aus dem Sattel kicken. Also alles natürlich geskriptet. Stunt-Leute machen das dann. Aber die fliegen dann schon auch sehr wild vom Pferdl. Also der Ohr ist dann noch an einem Seil am Pferd gehängt und das Pferd hat ihn durch die ganze Arena im gestreckten Galopp mitgeschleift, bis irgendwann dieses Seil vor seinem Fuß abgegangen ist. Also ich habe kurz gedacht, das ist ein Unfall, aber nein, er ist dann aufgestanden und hat sich bejubeln lassen. Also ich glaube, es hat passt. Wahrscheinlich hätte er es auch nicht zugeben. Ja, ich muss sagen, ich bin da jetzt gedanklich in dieser Arena und sagt Anja und mich auf Ziegen reiten und um ein Altöl kämpfen. Also nur damit ihr wisst, wo ich gedanklich gerade war. Ich hoffe, ihr habt beide eine Rüstung an und Lanzen und Schilder in der Hand. Das ist mir wurscht. Ich weiß auf jeden Fall, wer da noch einen brutalen Bandscheibenvorfall hat. Von der Ziege ist nicht so weit oben, Anja, das geht schon. Ich hab die Ziege gewonnen. Ich kann nicht mehr. Willkommen zurück, liebe Wellensittiche. Ja, Das war da das, sind was wir mir die wieder. letzten Wir sind Wochen wieder da. abgegangen ist. Na, ja, gut. Okay, habt ihr eure Augen getrocknet? Ja, eine Sache dazu noch. Nein, das steht mir wohl nichts mehr dazu. Nur, ich möchte dazu nur sagen, dass ich das deswegen auch so sympathisch finde, weil Verena ja gesagt hat, es ist geskriptet und es ist klar, wer da gewinnt und das war ja gut, weil dann ist von vornherein klar, dass ich ja, also wir wissen alle, dass der Almi und ich zusammenkommen werden und das ist dann ja dann auch schon klar, aber Das kommt drauf an, wer das skriptet ist. Ja, wer das Das kommt Skript drauf an, schreibt. wer das skriptet. Und meistens skripte ich ja unsere Folgen. Aber die Frau, die die besten Texte schreibt, bin ich und deswegen wird das von mir geskriptet. Das heißt, diejenige von euch beiden, die sich am besten einschleimt, wird gewinnen. Na okay. gut. Verena, du Ich werd- schaust halt besonders gut aus irgendwie. Das ist krass, weil in dem Oberteil kommen deine Brüste und deine Schultern zur Geltung. Ich möchte nur sagen, dass ich dir vor der Aufnahme schon ein Kompliment gemacht habe, da wo noch keiner zugehört hat. Oh, blöde Weiber, echt. Okay. Mich würde noch interessieren, weil diese Ritter haben immer auf einem Schild, haben sie ja immer irgendein Wappen oder so. Was waren eure Wappen? Das Wappen von Gorsa. Peinlich. Auf meinem Wappen war natürlich ein Wellensittich und ein Senfglas. Hast du gerade gesagt, peinlich. Das muss der Oh. Wind gewesen sein, Anja. Liebe Gorsa, vereinigt euch. Und wir wissen, dass die Gorserer Armee krass ist, weil beim Thema ob Gorsen oder Gershorst sind Ja. die richtig ausgeflippte Ja. Gorserer. Ja, sie haben meinen Rücken gehabt. Mein Dorf ist hinter mir gestanden. Ah, In Gorsa Gorsa heißt es Gers. Es tut mir leid.
Ich habe auch nicht das Wappen an sich gemeint, sondern dass du nicht für dich selber ein Wappen entwirfst, sondern eins nimmst, das es schon gibt. Naja, hast du das Geisterwappen schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Sonst darfst du das gar nicht hinterfragen. Na, was ist da drauf? Klär mich auf. Da ist ein Fluss drauf, die Geister, ein Schwert und ich glaube Flammen. Da bist du bekannt, keine Flammen. Aber Du hast das anscheinend auch noch nicht gesehen. Nein, ich fand es als Kind immer schon sehr heroisch. Daher. Okay, gut. Okay, passt. Aber Fiorina, was war denn auf deinem Wappen drauf? Ja, das stellt sich ja hier nicht zur Frage, weil ich werde niemals an einem Ziegenkampf teilnehmen. Ich werde maximal kommentieren. Ich hab so Bauchweh vom Lachen. Ja, Furchtbar. naja, dann schauen wir mal, ob es naja. der Schlachthof merkt, wenn wir da 2 Ziegen einschmuggeln. Ich meine natürlich nicht einen richtigen Schlachthof, sondern den in Minga, wo wir auftreten. Das hat sich gerade sehr komisch angehört. Das sollte man dazu sagen. Die Gaststätte. Am 5.9. spielen wir nämlich unseren ersten Live-Auftritt. Wir sind aufgeregt, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Und Was wird? jetzt hoffen wir halt wirklich, dass wir da die 2 Gers, wie ich gelernt danke. habe, reinbringen. Jetzt willst du wieder gut stehen mit Corsa. Ist in Ordnung. Wir verzeihen. Wir stapeln die einfach so übereinander und ziehen einer einen Trenchcoat an. Dann merkt's bestimmt. Wie in Comics, wo sie immer 2 Kinder aufeinander stehen. Ja. Dass selbst Erwachsene durchgehen. Naja, was habt denn ihr so erlebt? Wer fängt denn an? Ich glaube, Gwen, Dres, weil ich bin jetzt geistig auf jeden Fall woanders. Okay. Bist du auf der Alm, sag's gleich. Ich design gerade. Raus aus diesem Almheißel. Raus aus der Hütten. Ich überlege gerade, wer ein Helm, das ich trage. Das war tatsächlich eine Diskussion von uns am Ritterturnier. Ja. Was für einen Helm wir tragen hatten, wenn wir einen Helm hätten. Das lieben. Weil es gab so Leute, die hatten so einen länglichen Spaghetti-Topf. Hier, Ja. wo man halt gar nichts mehr gesehen hat, also so einen kompletten Kiwi einfach über den Schädel. Ja. Wo man wirklich ausschaut wie ein absoluter Volldepp. Ja. Dann gab's so, die hatten wie so eine Ketten, Ja. keine Ahnung, wie nennt man das? Ich weiß nicht. So ein Keine Ahnung. Kettending über dem Schädel, wo man aber auch ausschaut wie ein Volldepp, weil sie das so komplett an deine Kopfform Das Kettenhemd, oder? Nennt man das? Oder dem Ja, aber was Hemd anderes? ist ja ein Hemd und kein Ding auf dem Kopf. Ach so. Sie hat Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. ja, voll. Ja, also wie ein Kettenhemd nur für den Schädel. Der Kettenhut. Kettenhelm. Helm. Keine Ahnung. Ja, passt. Aber schaut auch aus wie Volldepp. Und dann gab's noch diese Ja. Helme, wo man halt so ein Visier runterklappen konnte. Die waren mir am sympathischsten. Da Rein schaut man gar nicht aus wie ein Volldepp. Das ist das Gute. Nicht so sehr, wie wenn man einen Spaghetti-Topf aufstellt. Okay. Ja. Ja. Aber wie darf dein Helm ausschauen? Anja. Das geht dir gar nicht so. Siehst du dann schon. Ich werde doch jetzt meiner Kontrahentin nicht verraten, welchen Helm ich trage. Ja. So weit kommt's noch. Ja, gut. Dann reden wir jetzt nicht mehr über Ziegenkampfschutzausrüstung, sondern darüber, was Dress erlebt hat. Verzeih. Das ist ein gutes Hangman-Wort übrigens. Ziegenkampfschutzausrüstung. Ja, das gewinnst gewiss. Das steht nicht im Duden. Okay. Also, ich muss jetzt mal erstmal überlegen. Wir haben vor ein paar Folgen drüber geredet, dass ich auf dem Splash war, auf dem Festival. Und ich habe länger als gedacht, noch darunter zu leiden. Erstens haben wir dir eine E-Mail geschrieben, dass sie mir das Geld, was nur auf meinem Festivalbundle war, nicht zurücküberweisen können. Warum? Also, aber auch nicht so, hey, probier's nochmal, sondern einfach, sorry, hat nicht funktioniert. Ist jetzt unser Geld. Ach so, ja, Weil- danke. Also auf Festivals ist ja mittlerweile so, dass man so einen Chip an seinem Festivalbundle hat und damit bezahlt man. Also du lädst den Chip auf und egal wo du hingehst, du zahlst mit diesem Chip. Und da war halt am Ende des Festivals bei mir noch was drauf, aber ich habe mir gedacht, ist egal, das kann man sich später daheim zurücküberweisen lassen. Ja, ist ja normal so. Na, hat leider nicht funktioniert, habe ich E-Mail gekriegt, hey, sorry, geht nicht.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Okay. Hast du es dann nicht nur mal probieren können, oder was? Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Sie haben mir keine Begründung gegeben, keine Ahnung. Nein, ich meine, hast du es nicht nur mal probieren können? Ach so, nein. Ich habe das nämlich ich habe den Chip natürlich weggeschmissen, weil ich mir gedacht habe, ich habe diesen Antrag auf Zurücküberweisung erstellt und man braucht jetzt diese Nummer nochmal, die da hinten drauf ist. Ja, aber dann, ja. Ach, Kacke. Ich schreibe einfach im Support nochmal, also die müssen ja alle meine Daten haben, sie sollten mir einfach das Geld geben. Splash, ruck's Geld raus. Hund, du. Her mit meinem Sag Geld. mal. Die Was ist denn 75 da los? Cent, die bringen wir weiter. Nur weil die gute Frau euch wahrscheinlich wieder 10 Handtücher gestohlen hat, heißt das jetzt nicht, dass ihr Geld nicht wieder kriegt. Ich habe tatsächlich ein Handtücher vom Splash Nein! abgenommen, das davor nicht mir gehört hat, aber jetzt Das davor nicht mir gehört hat, sag einmal. Das macht's nicht besser. Jetzt hört's zu. Ich hab's letzte Mal ein Bagger überfallen. Das Geld hat davor nicht mir gehört, aber jetzt schon. Hört's zu. Fix. Ein Splash war von Sprite gesponsert und da hat es einen großen Sprite-Stand gegeben und die haben Sprite-Handtücher in die Menge geworfen. Und so eins habe ich mit heimgenommen. Okay. Mensch. Indem du die auf jemanden geschmissen hast, der kleiner war wie du und ihm das aus der Hand gerissen hast. Kurz oder? mit dem Nein. Handtuch noch von hinten gewürgt, Jetzt bis er so ich nicht abgeklopft wieder hat was. und dann ist damit weggelaufen. So wärst du abklopfen müssen, wenn wir um ein Almöhi gehen. Da wird der Ringrichter schauen müssen. Oh Mann. Ja. Okay, auf jeden Fall war das nicht das Einzige, was mich bratzelt hat auf dieser Festivalreise. Ich habe jetzt nämlich nur einen Brief gekriegt, dass ich anscheinend blitzt worden bin in Halle an der Saale mit 3 km/h zu schnell und das kostet 30 Euro. Mein Gott. Das wollte ich euch nur sagen, dass das auch noch passiert ist. Ich bin noch nie blitzt worden. Das ist das allererste Mal, dass das passiert ist und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe gedacht, man merkt das, aber ich habe es nicht gemerkt, leider. Naja, schade. Okay. Schade. Naja, du Raser mit 3 km/h, mein Gott. Ja, da war wirklich, also die ganze Stadt war in Gefahr, weil ich wieder mal meinen Bleifuß gehabt habe. Wo ich auch glaube, dass ich blitzt worden bin, ist auf dem Weg nach Frankfurt. Ich war letztes Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen in Frankfurt und da habe ich auf der Fahrt gedacht, hat's jetzt blitzt? Kann also sein, dass da nochmal Post kommt. Scheiße. Ja. Wie war die Hochzeit? Die Hochzeit war sehr schön und sie haben meinen Traum gelebt. Es hat zwar keine Einwegkameras gegeben, aber es hat Sofortbildkameras gegeben, wo so kleine Polaroids rauskommen. Das war super schön. Und auch sonst war das mega, mega cool. Die Location war so, wie du und ich, Anja, das in der Hochzeitsfolge beschrieben haben, so gartenmäßig und dann hängen da ganz viele Lampignons und abends ist wunderschöne Stimmung. Es hat einmal kurz ein bisschen geregnet, aber das war auch schön, weil es war so ein Sommerregen und es war ein Pavillon aufgestellt, also man hat sich auch einsitzen können. Es war ganz, ganz toll. Und das Brautpaar war super süß. Also es war einfach eine sehr, sehr schöne Hochzeit und ich habe da nicht viel Leute gekannt und habe mich aber trotzdem sehr gut aufgenommen und willkommen gefühlt. Voll schön. Und die haben es einem sehr leicht gemacht, da Anschluss zu finden. Das ist immer schön. Weil ich muss ja immer adoptiert werden. Also ich bin ein bisschen schüchtern. Geht doch jedem so. Genau. Und dann ist da was passiert, wovon ich eigentlich natürlich auch berichten muss. Ich habe irgendwie ein bisschen Kopfweh gekriegt auf der Party und habe gemerkt, es geht. Also ich wollte einen glücklichen Rausch haben. Ich habe 1, 2 Sekt getrunken und habe gedacht, diesen glücklichen Pegel, den hätte ich jetzt gern für den Rest der Party. Und dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt und habe gemerkt, es geht irgendwie auch nichts mehr ein und so und habe dann aufgehört zum Trinken. Und dann bin ich im späteren Verlauf des Abends irgendwann gefragt worden, jetzt trink halt noch mal einen Shot mit. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe so Kopfweh. Und dann habe ich einen Tequila getrunken, einen weißen. Und mir ist dann noch fantastisch gegangen. Die Kopfschmerzen waren weg. Ich war komplett auf einmal wieder in Partystimmung. Ich war wieder da. Und das ist das, was ich euch sagen möchte. Ihr müsst zum Tequila nochmal eine Chance geben. Na. Er hat die geheilt. Er hat mich geheilt. Glaubt's mir's? Er macht mich leider krank, also nein. Na gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das nochmal was wird an dem Abend. Ich habe echt gedacht, jetzt muss dann vielleicht heimgehen, wenn es nicht besser wird. Und dann wird der Tequila einfach wieder gerettet. Ich kann es nicht anders sagen, er hat mich gerettet. Wir möchten natürlich hier keine Werbung für Alkohol machen, wie immer. Bitte trink jetzt aus deinem Weinglas. So ein Podcast sind wir nicht.
bitte verzeih an der Stelle auch, dass du die Abende vorher auch schon jeden Tag besoffen warst. Hey. Ja, ich war ein bisschen länger in Frankfurt als nur für die Hochzeit und habe bei einer Freundin geschlafen, die ich aus dem Studium kenne. Und den ersten Abend, als ich bei ihr war, haben wir gleich bis um 2:30 in die Früh geratscht, ohne zu merken, wie Zeit vergeht, und haben uns da ein Spritzgetränk nach dem anderen genehmigt. Das war sehr schön. Und auch am nächsten Abend, da habe ich mich mit dem Brudi getroffen, der hört diesen Podcast auch. Hallo Brudi. Grüße. Grüße. Hallo Brudi. Und da haben wir, was haben wir da getrunken? Ein Weizen Cola. Da war ich auch sofort anzünden. Das, das geht sofort in den Schädel. Mit dem habe ich übrigens auch Spaghetti-Eis gegessen. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, es steht nur aus. Es gab noch kein Wellensittich Spaghetti-Eis in diesem Jahr. Und mein Herz blutet ein bisschen. Das gibt's jetzt dann. Ich freue mich schon. Okay. Ja. Du wolltest uns noch irgendwas erzählen? Irgendwie, weil du hast von einer Hochzeit, hast du uns natürlich schon berichtet, und dann kam nur, ja, das muss ich euch im Podcast erzählen. Das haben wir jetzt natürlich aufgeregt. Ja, das mit dem Tequila war das. Das war das mit dem Tequila gewesen. Genau. Ich habe was anderes erwartet. Na gut. Ja, schade. Na gut. Na Gott. Was ist noch passiert? Ich hab eine Amsel gerettet letzte Woche. Ich bin letzte Woche auf der Straße, also das wisst ihr schon, das erzähle ich jetzt mehr für die Sittiche. Ich bin letzte Woche an einer Amsel vorbeigekommen, die einfach in der Mitte von der Straße gesessen ist, und hab's dann eingepackt in einen Karton, in den ich so mit meinem Autoschlüssel so Löcher eingestochen habe, und hab's dann in die Vogelwildauffangstation gebracht. Und die Frau, die da abgeholt hat, das war so brutal, ich habe so einen Respekt vor der gehabt. Ich habe die Amsel dann da hingebracht und habe dann die Decke zurückgeschlagen von dem Gefäß, wo ich die Amsel dann reingetan habe für den Transport. Und die Frau hat gleich gesagt, na, passt schon, ich hab das schon. Und gelangt einfach rein und hebt die Amsel einfach raus. Also das war so, ich weiß nicht, das hat mich so beeindruckt, dass die das mit einer Ruhe und Gelassenheit gemacht hat. Und dann hat die gleich getestet, so die Flügel so angeschaut und die Füße und so. Ja, das war eine sehr, sehr coole Frau, und generell weiß ich, dass die das ehrenamtlich macht, und das finde ich auch einfach so schön, wenn sie Leute unentgeltlich in ihrer Freizeit um Tiere kümmern und Ja, da voll. Hat die dann irgendwie eine Diagnose gleich gehabt? Die hat gemeint, sie ist wahrscheinlich irgendwo dagegen geflogen oder angefahren worden oder so, und also einfach irgendein Aufprall muss das gewesen sein, dass da ein bisschen betröppelt war. Sie ist aktuell auch noch bei der Frau, die hat dann gesagt, da, das ist meine Handynummer, kannst mich gern anrufen und fragen, wie es ihr geht. Ich habe natürlich schon mehrmals angerufen und gefragt, wie es der Amseli geht. So habe ich es gesagt. Ja, das heißt, ja, muss man zweimal drüber nachdenken. Und sie macht Fortschritte, sie muss aber noch ein bisschen bleiben. Genau. Okay. Ja. Aber sehr schön, dass du einer Vogelfreundin geholfen hast. Ja. Auch wenn es von einer anderen Spezies ist. Ja, aber das Sehr haben wir nicht so. ritterlich. Das haben wir nicht so. Ich habe auch Vogelfreundin geholfen. Echt? Fällt mir gerade ein. Echt? Gell, ich letztens in meinem Haus ins Erdgeschoss runter, flattert da ganz wild und aufgeregt ein Vogel umeinander. Hä? Bin ich krass erschrocken, weil der war halt im Haus, leider. Und mein erster Impuls ist immer, wenn die dann da so hektisch umeinander flattern, dass ich draufschlage, weil ich Angst habe. Oh nein, Verena. Und ich habe halt echt auf der Treppe umgedreht, bin wieder 2 Stufen rauf und mir gedacht, okay, das ist jetzt keine Lösung. Das ist wirklich ein Problem, um das man sich nicht kümmern will. Nein, überhaupt nicht, aber ich hatte ja keine Wahl. Und dann ist der Vogel ein paar Mal gegen die Scheiben unten bei mir im Hausgang geflogen. Oh nein, Baby. Und dann hab ich gedacht, mein Gott, bitte, ich hab dann auch gesagt, hey Freund, bitte hock dich kurz hier, mach das Fenster auf, okay? Dann ist er zurück ins Bad, das ist direkt gegenüber von dieser Scheibe. Und dann habe ich da schnell das Fensterbrill abgeräumt, weil da so viel Scheiß draufsteht, und hab die Fensterscheiben aufgemacht, und dann ist er vom Bad hinausgeflogen, aber in einem Affenzahn, ich hab gar nicht mehr gesehen, also es ist wirklich so eine Rakete an mir vorbeidüst und dann raus. Und dann war ich sehr glücklich. Und dieser Vogel war aber sehr aufgeregt. Deswegen hat er vor Aufregung auch ein bisschen umeinander geschissen. Ja. Und ihr wisst, dass bei mir unten im Hausgang ein weißer Teppich mit schwarzen Punkten liegt. Sucht's einmal da drauf Vogelscheiße. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Und dann
habe ich mir nur gedacht, wie bist du reingekommen? Weil ich hatte kein Fenster offen und im Bad war das Fenster gekippt. Also der muss irgendwie durch dieses kippte Badfenster reinkommen sein, weil eine andere Möglichkeit gab's nicht. Ach, Der nein. Es gibt von KIZ so allein, ich fahre nach Saint-Tropez nur um zu scheißen. Und so habe ich mir das gerade vorgestellt. Ich fahre zu Verena nur um zu scheißen. Das denken sie öfter Tiere bei mir. Deswegen, ja. Wir haben das schon mal erzählt, liebe Wellensittiche. Verena ist wie eine Disney-Prinzessin, nur ein bisschen anders. Tiere lassen gern einen Code da bei ihr. Warum auch immer. Aber Ja. anscheinend vertraut's dir ja. Man kackt ja gern an sicheren Ja, Orten. Ja, das stimmt. Da wo es gut Ich nehm's riecht. als Kompliment. Ja, In meine Schuhe, danke. die stingern anscheinend nicht. Das ist doch gut. Anscheinend. Oh Mann. Ja, das ist, was ist sonst noch passiert? Ansonsten, ich habe gerade schon Brudi gegrüßt und ich möchte aber auch ganz, ganz herzlich meine Mama grüßen. Die hört die Folge wahrscheinlich gerade im Krankenhaus. Und die hat sie letzte Woche, also die ist schon länger leider im Krankenhaus, die hat sie letzte Woche, hätte sie sich gefreut über eine neue Folge, aber jetzt hat sie was, um die Zeit schneller umzubringen. Gute Besserung. Genau, also halt Wir dingen Mama, an die gute die ganze Besserung. Zeit. Gute Ja. Besserung. Auf die. Und Prost. Und an der Stelle auch ein ganz großes allgemeines Dankeschön an alle Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und sie so lieb kümmern und wirklich ihr Bestes geben und auch nochmal eine extra Runden dran, obwohl vielleicht nicht so viel Zeit ist. Das bedeutet die Leute und die Angehörigen ganz, ganz viel. Ihr seid die Besten. Vielen Dank, dass es euch gibt. Ja. Und an alle, die nicht so sind, es gibt auch Jobs in andere Bereiche. Grüße an ein gewisses Krankenhaus, wo ich mich einliefern habe lassen nach unserer letzten Aufnahme, weil es mir so schlecht ging und ich dermaßen respektlos behandelt worden bin. Ganz liebe Grüße. Ach ja. Gut, Anja, was war denn bei dir so los? Abgesehen von der Respektlosigkeit. Ja, eben das. Mir ist sehr viel Schlimmes passiert in die letzten Wochen, aber auch sehr viel Schönes. Also Schlimme, ja, mir ging's absolut nicht mehr gut wegen dem Cortison, beziehungsweise weil ich es reduziert habe, weil ich es ganz schnell reduziert habe, ganz viel erst davon genommen habe und dann wieder schnell reduziert und dann hat's meinen Körper brutal zusammengehauen. Also mir ging's eine Woche lang extrem schlecht. Das war wirklich krass. Daher danke, dass ihr das auch aufgefangen habt. Ja, im Namen der Wellensittiche. Es war eine super lustige Folge. Danke dafür. Und ja, ich hab mir dann gedacht, weil ich dann auch noch eine Show absagen hab müssen, das war natürlich wieder sehr, sehr schlimm für mich. Dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich was Schönes erleben. Ich habe jetzt sowieso einen Zwangsurlaub. Und dann habe ich mit meinen Eltern eine Reise gemacht, die wir schon sehr lange machen wollen. Weil meine Mama wollte unbedingt mal mehr von Deutschland sehen. Und da habe ich schon mal ein bisschen was rausgesucht, was man sich da so anschauen kann. Dann habe ich noch meine Followerinnen und Follower gefragt, was sie noch so für Tipps haben. Nein, ich habe nicht mehr Husten, danke der Nachfrage. Habe ich mir gedacht. Und ja, wir haben uns dann tatsächlich eine Woche lang ein bisschen Deutschland angeschaut und das war sehr, sehr interessant. Also ich habe mit ganz vielen Vorurteilen, die ich gehabt habe, auf jeden Fall aufgeräumt. Es sind noch ein dazugekommen. Na, aber ich brich kurz die Route runter. Wir haben angefangen in Bamberg, weil das mag meine Mama einfach gern, aber dann wollte man schon was außerhalb von Bayern anschauen. Und sind dann weiter nach Leipzig gefahren, in die sächsische Schweiz, in den Spreewald, kurz in Berlin geschlafen, auf Rügen und noch am Schluss nach Hamburg. Und es war so ein bisschen wie so eine Japaner-Tour. So, die haben ja nicht so viel Urlaub und die machen ja, wenn die dann so eine Europareise machen, alles im Schnelldurchlauf durch. Und so war das bei uns auch. Ich habe mir zwischenzeitlich gewünscht, dass ich ein Fandal hätte, aber meine Eltern haben mir einfach keins gekauft. Dass ich hier rumgeführt hätte. Das ist ja schade eigentlich. Na, also hier auch nochmal Danke an alle, die mir da Tipps gegeben haben oder uns. Hat sich tatsächlich auch sehr ausbezahlt, weil ich hätte mir jetzt Leipzig nicht unbedingt angeschaut, aber es haben ganz viel geschrieben, ja, schaut mal Leipzig an und es war echt voll die coole Stadt
Und eine hat dann auch geschrieben, ja, macht's doch mal eine Stadtrundfahrt auf dem Wasser, also auf dem Kanal. Das haben wir dann auch gemacht, war echt richtig, richtig cool. Schön. Also Leipzig auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Dann sind wir weiter in Sächsische Schweiz. Da habe ich schon gewusst, dass mir da gefallen wird, weil ich schon Fotos gesehen habe. Und Leute, schaut euch das an, ist echt geil. Also es hat mich ein bisschen an Amerika erinnert, da an die Nationalparks. Das sind einfach so, ja, krasse Felsenformationen. Schaut es euch im Internet an. Aber in echt ist natürlich noch viel geiler. Also fahrt da auf jeden Fall mal hin. Im Spreewald fand ich es auch mega entspannt. Also da sind wir natürlich so klassisch auf einem Schifferl da, oder auf, nicht Schiff, auf einem Boot durchgeschippert. Schön. Genau, in Berlin haben wir den besten Döner auf der Welt gegessen. Das ist mein Lieblingsdöner. Ich mache jetzt hier unbezahlte Werbung, der Rührem-Döner. Wahrscheinlich scheiden sich da jetzt wieder die Geister. Nein, mit dem probieren und der hilft gar nicht so gut. Aber ich liebe den Döner. Meine Eltern hat es auch super gut geschmeckt, Gott sei Dank. Ich mag ihn auch sehr gern. Du magst ihn auch gern? Sehr schön. Ja. Ich hatte die ganze Zeit so Schiss, dass uns dann irgendwas passiert, weil sie da absolut nicht hin wollten. Also sie waren schon ein paar Mal in Berlin. Aber er hat es jetzt richtig gut gefallen. Sehr gut. Ja. Rügen habe ich mir tatsächlich auch einreden lassen von den Follower. Und da habe ich irgendwie auch Vorurteile gehabt. Also ich habe gedacht, dass die Ostsee ja irgendwie kalt ist und dass da die ganze Zeit der Wind geht und es auch das Wasser kalt ist. Und wir sind ausgestiegen, es war windstill, sauwarm und die Ostsee war auch warm, weißer Strand. Geil. Wow, schön. Also kann man es auf jeden Fall aushalten. Ne? Und Hamburg war ich sowieso schon ein paar Mal, aber Mama halt noch nicht. Da war ich dann nur in der Kiezalm, da sind Malle-Künstler auftreten und auch ein Bierkönig-DJ, den ich sehr gern mag, den habe ich überrascht. Er war wirklich überrascht. Also, in Hamburg trifft, habe ich gesagt, also damit hat er jetzt am wenigsten gerechnet. Das war dann natürlich auch noch eine sehr schöne Nacht. Ja, das waren so die positiven Erfahrungen. Da, wo ich jetzt auf jeden Fall Vorurteile dazu gekriegt habe, war irgendwie, ja, ich möchte jetzt nicht, dass ihr in die Kommentare ausartet. Also bitte nicht Beleidigungen und bitte auch nicht Beleidigungen meinerseits. Das waren einfach meine Erfahrungen. Oh. Ich finde, dass im Osten der Service teilweise echt scheiße war. Also ich habe es eigentlich schon zwischendurch immer ein bisschen erzählt. Und es sagen oft Leute so, ja, in Bayern sind die Leute so freundlich. Und ich denke mir immer so, echt, oder? Sind wir so freundlich. Aber im Vergleich zum Osten, was ich da so erlebt habe, sind wir wirklich freundlich. Weil so, Okay, ich hab mal hier so ein Muhagel. das habe ich noch nie so erlebt. Die haben so pumpige Antworten teilweise gegeben. So, keine Ahnung, meine Mama hat in einem Café gefragt, als wir reingekommen sind, die Frau hinter der Theke, Entschuldigung, darf man da draußen parken? Und meine Mama ist der netteste Mensch auf der Welt. Und die alte Frau hinter der Theke sagt, na, wenn Sie einen Strafzettel bekommen, ist das nicht mein Problem. Ich bezahle den nicht. Und ich denke mir so, okay. Grüß Gott. Ich hab dann gleich Sorry. gesagt, oh, wie freundlich. Aber wir haben dann aus dieser Antwort daraus geschlossen, dass man da anscheinend nicht parken darf. Ja, danke. Und so war das halt öfter. Also auch auf Rügen, den darf ich jetzt natürlich nicht krass zum Osten dazu zählen, aber das Ostsee, ich bin eine Bayerin, ist für mich auch Osten. Keine Ahnung. Da war so ein Strand, Restaurant, Café, keine Ahnung was. Und da war halt davor so Aufsteller mit Kreide, wo halt drauf gestanden ist, was da alles zum Essen gibt. Und ich fand halt irgendwie, dass ich das gut angehört habe. Und wir sind am Mittag halt hingegangen. Und dann hat die uns keine Karten gebracht und hat nur nach Getränke gefragt. Und dann habe ich gefragt, gibt's zum Essen auch was? So, und dann hat sie gesagt, noch lange nicht. Okay. Und dann aber auch nichts mehr weiter. Und ich so, wann gibt's denn was? Also, es war halt immer so, du hast alles immer so aus der Nase ziehen müssen. Und ich habe dann auch gedacht, oh, Entschuldigung, also dann schreib halt auf dein Dorfi ab, bla bla bla, gibt's was zum Essen? So, dann hätte ich nicht gefragt. Aber ich finde das generell im Service, ich verstehe das nicht, wieso man im Service, also ich check, wenn man an so einem Ort arbeitet, wo viele Touristen sind, dass man vielleicht genervt ist, wenn man den ganzen Tag dieselben Fragen beantworten muss. Aber wenn du nicht im Service arbeiten magst, weil du nicht gern mit Leuten redst und weil du nicht gern sagst, hier sitzt die da hier, bei uns ist voll schön, es gibt das und das und das, dann mach einen anderen Job oder so, ich weiß nicht. Ich verstehe das nicht. Ja. Ja, und dann im Spreewald, das weiß ich gerade gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Mit dem Kajakverleih, habe ich das erzählt? Na. Na. Wir waren halt relativ spät dran, als wir da angekommen sind.
Und wollten halt einfach fragen, ob es für heute halt noch was gibt. Oder ein Kanu, Ja. Kajak oder Kanu, wurscht. Und sonst haben wir halt für morgen. Nein, also ich meine, wurscht, also nicht im Ach Sinne so. von, Okay. wir haben uns beides ausgeliehen, meine ich damit. Okay, gut. Ja. Beruhig dich. Nein, nicht ich, aber da gibt es bestimmt Leute, die ausrasten. Ja, da gibt es solche Beruhigen. ist was ganz was anderes. Ja. Mein Gott, sie sind so dumm. Die Blonde. Typisch blond. Okay, sorry. Ja, ich bin gefärbt, beruhig dich, Günther. Auf jeden Fall. Was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem dumm bin. Auf jeden Fall. Haben wir halt auch für den nächsten Tag oder sowas ausgeliehen. Aber wir wollten halt einfach mal fragen, ob es heute zufällig noch was gibt. Es war halt Nachmittag. Ja. Keine Ahnung. Dann haben wir halt schon bei dem einen Verleih gesehen, auch ausverkauft heute. Dann haben wir einen anderen angerufen, bevor wir jetzt jedem abfahren. Und dann hat die Person gesagt, nee, heute alles ausverkauft, dann auf Wiederhören. Ich dachte mir so, und vielleicht morgen? So, okay, passt schon. Passt schon. Also es war irgendwie immer so, als dann die alle kein Geld verdienen wollen, oder wahrscheinlich verdienen sie halt schon genug. Ja. Passt auch. Dann rufe ich noch einen anderen an und der hat mich komplett fertig gemacht. Dann habe ich wieder dieselbe Frage gestellt, ob es das halt heute nur zum Ausleihen gab. Zufällig. Ja. Und dann sagt die Person, na, wenn ihr vor 15:45 Uhr nicht kommt, dann könnt ihr euch jetzt gleich ins Café setzen. Okay, sorry. Wir sind 5 Minuten von diesem Verleih entfernt und also wir haben es locker geschafft bis zu dieser Zeit, weil es war eine halbe Stunde davor oder so. Ja. Und ich so, das darf man schaffen. Ja, wie viele Leute sind wir? Ja, 3. Ja, was brauchen wir dann? Dann habe ich halt so gesagt, ja, entweder falls ihr 3er haben oder ist 2 und 1 besser und so. Habe ich gesagt, wir sind halt nur Anfänger und ich habe davor halt schon beim Recherchieren gelesen, dass man da schon anfängermäßig halt auch drauf paddeln kann. Also stand eigentlich bei jedem Bootsverleih dabei, dass es halt auch so Anfänger-Schnupperdinger gibt, keine Ahnung was. Und ich meine, es ist ja immer nur Paddeln. Also, man wird schon irgendwie hinkriegen. Es ist jetzt auch kein reißendes Gewässer. Es ist sehr, sehr ruhig. Ja. Klar, mit dem Schleusen und keine Ahnung was, aber trotzdem. Auf jeden Fall hat der dann gesagt, ja, das weiß ich doch nicht, was ihr braucht. Und ich so, Sie sind der Bootsverleih. Ja. Wer dann? Und dann er so, ja, ich muss mir euch ja erstmal anschauen, wenn da jeder 130 Kilo wiegt. Okay. Und dachte mir so, muss ich jetzt am Telefon sagen, dass ich nicht 130 Kilo wiege? Hä? Es war so dermaßen ist denn unhöflich. los? Und manche Leute wegen ja so Berliner Schnauze oder Brandenburger Schnauze in dem Fall. Ja. Und ich mag das halt gar nicht. Also ich liebe es, mir Ja. mit Freunden blöd anzureden, aber in einem Serviceverhältnis möchte ich nicht blöd angeredet werden, weil ich bin auch sehr höflich. Ja. So, keine Ahnung. Ja, und dann, das war irgendwie so scheiße unhöflich. Und dann habe ich hab nur gesagt, ja, dann bis gleich. Dann habe ich aufgelegt. Dann schaut mich meine Mama an und sagt so, du willst doch nicht hier, oder? Und ich so, na, bitte nicht. Dann sind wir nicht hingegangen. Ja, verständlich. Ja, Ach aber du da Scheiße. Ich gedacht, nein, ich möchte keine Sekunde mit diesem Menschen mehr reden. Mhm. Und dem auch überhaupt nicht mehr Ja, Geld geben. Dann haben wir einfach übers Internet eine Kahnfahrt gebucht, also halt was, wo halt mehrere Leute drin hocken können. War die bessere Wahl. Der hat schön Bierchen verkauft, der Typ. Der hat lustig nur erzählt über den Spreewald. Ich hab keine Anstrengung Nett. gehabt. Ich Ja, habe eine gute Zeit gehabt. passt. Also irgendwie wild. Und das war halt irgendwie öfter. Und was ja einen kompletten Vogel abgeschossen hat, das habe ich mir leider nicht für einen Podcast aufheben können, weil das habe ich euch halt währenddessen schon berichten müssen, weil das war so schrecklich. War ja in der sächsischen Schweiz. Weil, keine Ahnung, wir waren halt dann schon ein bisschen unterwegs und dann habe ich halt in der sächsischen Schweiz nach Unterkünften geschaut, weil wir haben alles spontan gebucht und es gab halt so ein paar Ferienwohnungen, die waren jetzt nicht krass schön oder so. Und dann habe ich halt so ein Hotel gesehen und es war echt schön fotografiert. Es hat für mich so ausgeschaut, als war das voll der große Pool. Es war so ein Außenpool, also da hat halt noch einen Außenpool dazugegeben. Und dann haben da Leute geschrieben, ja, super Essen und ein toller Wellnessbereich. Und es hat halt 4 Sterne gehabt und es war echt teuer. Und dann hab ich mir natürlich mit meinem Bayern-Österreich-Gehirn gedacht, naja, das muss ein tolles Wellnesshotel sein. Da hab ich mir gedacht, naja, dann gönnen wir uns jetzt mal was, weißt du, so, keine Ahnung. Und
dann wollte ich meine Eltern da halt einladen. Also ich hab das halt dann gebucht und ganz ehrlich, ich hab da ein neues Trauma in mir freigeschaltet, eine neue Unsicherheit, weil ich bin ja der Meinung, habe ich ja hier noch ganz stolz verzeiht vor kurzem, dass ich ja die perfekte Reiseplanerin und Bucherin bin. Und ich hab's das komplett versaut. Weil das war einfach nur eine Frechheit. Die haben zwar Preise verlangt für ein österreichisches Wellnesshotel, aber geboten haben sie das sächsisches Schullandheim. Gesundheit. Das hat schon okay war. Und das habe ich euch ja dann schon erzählt, weil das habe ich nicht für mich bald gehört, weil das halt schon so absurd und lustig war. Das aber okay war. Dann war das ein älterer Typ und, ja, oder was heißt, mittelalt. Und eine Frau, die Frau hat uns voll freundlich begrüßt und so. Und er hat halt dabei Sekt eingeschenkt. Und mein Papa hat halt gesagt, er will keinen Sekt. Dem schmeckt das halt nicht. Und dann hat sie gesagt, ach, dann vielleicht Wasser? Und dann mein Papa so, na, danke. Und hat halt dann so ein Spaß, so ein Zeichen gemacht, so, weiter. Also, mein Papa ist halt auch ein kleiner Witzbold. Und wenn man halt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann kapiert man, dass dieser alte bayerische Herr vermutlich ein Bier möchte. Und dann kann man jetzt auf sämtliche Weisen reagieren. Aber es hat sich dann der Typ eingeschaltet, der das eingeschenkt hat und hat gesagt, es gibt nur Sekt, alles andere ist gebührenpflichtig. Gebührenpflichtig. Herzlich willkommen. So ein deutsches Wort. Übrigens. Wie deutsch willst du sein? Gebührenpflichtig. In diesem Urlaub ist nur öfter bei meinen Eltern und bei mir gefallen, dass irgendwas gebührenpflichtig ist. Verständlich. Oh Mann. Es war schön. Es war so schön. Und dann sind wir auf das Zimmer gekommen und es war halt echt so alt und es hat auf die Fotos aber so modern ausgeschaut. Also es war dann schon dasselbe, aber es war einfach extrem gut fotografiert. Also ja, wild auf jeden Fall. Dann sind wir runtergegangen in den Wellnessbereich. Oh Gott. Es war halt ein Mini-Pool. Also der war wirklich, der war gefühlt, der war die Hälfte von meinem Wohnzimmer. Also der war wirklich nicht groß. Und er war drin. Sie haben einfach, also sie haben sogar außen vor einem Hotel ein Beutel, wo man so einen offenen Pool, also im Freien halt, sieht. Und wir haben diesen Außenpool gesucht. Den gab's aber nicht. Ja. Es war dieser Pool und sie haben einfach danach den halt verglast, keine Ahnung, und davor das Foto gemacht. Und beide Fotos aber auch ins Internet eingestellt, sodass ich gedacht habe, aha, es gibt einen Innen- und einen Außenpool. Ich habe den so genau gelesen. Habe mich ja auf die Bewertungen verlassen und habe mir dann auch wirklich irgendwann gedacht, ob die gekauft haben oder ob wirklich Leute so wenig Anspruch haben. Also dann möchte ich sagen, fahrt mal bitte in den Berg und schaut euch ein Wellnesshotel an für denselben Preis. Also Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, da hat es ein Gefühl so Sim-Liegen gegeben draußen, die auf Büsche geschaut haben. Die Büsche waren nicht weiter weg, sondern die waren direkt da. Also das war dann der Ausblick, wie so eine Wand halt. War okay. Im Hintergrund halt der Pool, der zu war, wo lauter Kinder halt drin geschwommen sind, zurecht und gespielt haben. Also haben wir jetzt auch nicht gedacht, oh, Wellness-Gefühl. Ja, ja. Und dann ist meine Mama in die Sauna gegangen und ist zurückgekommen. Das habe ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt. Hat so gelacht. Sie hat gesagt, ich habe gerade gedacht, dass ich schon wieder nicht schwitzen kann. Oh nein. Dabei haben sie die Sauna einfach nicht angeschalten. Ach, Schmarrn. Und dann ist halt irgendwann jemand gekommen und gesagt, ja, wir haben vorhin einen Stromausfall gehabt, Entschuldigung, jetzt geht die Sauna an. So, okay, gut, passt. Und dann hat sie halt gesagt, dass da so ein fettes Schüttel war mit, dass keine Haut die Sauna berühren darf. So. Ja. Und sie So hat ist's, gesagt, weil es hat da eine Tasche gegeben mit einem Saunahandtuch und einem Bademantel in dem Hotel. Und dann hat sie gesagt, es war schwierig, weil sie hat nicht auf das Handtuch gepasst. Nein. Mama. Meine Mama, ja. Die ist ja jetzt auch nicht riesig. Nein, die ist sehr zierlich und erklären. Ja.
Ja, eine 2 Meter Frau. Schade. Und das hat sich dann so summiert, so dass wir dann irgendwann, wir haben nicht mehr kennen, wir haben so viel lachen müssen. Die Vorstellung, dass sie nicht auf das Handtuch passt da drin und dass aber eine Schule steht, das die schimpft. Es war einfach nur schön. Ja. Und dann sind wir am Abend ins Restaurant gegangen. Du bist dann begrüßt worden, hast deine Zimmernummer nennen müssen. Und dann ist da so eine klebrige, laminierte Karte in die Hand gedruckt worden, schon vorn. Die hast du dann mit zu deinem Platz nehmen dürfen. Die Preise waren wie der österreichisches Wellnesshotel, ein bisschen teurer noch, würde ich sagen. Also für 04er Spezi 5,90. Oh, wow. Sehr gerne. Das Ambiente war wieder, was wir irgendwo noch gekriegt haben von der Urgroßtante, die aber keine Antiquitätenhändlerin war, sondern ihr Garage ausgeräumt hat. Also es sollte wieder nichts zusammenpasst und so, also ein bisschen, ja, und auch wieder so Schullandheim. Und das Buffet habe ich ein Foto geschickt, gell? Das war, es war sehr appetitlich, also hat es eine Sauce gegeben, also eine Tomatensauce mit großen Paprikastücke drin, und ein trockener Reis, eine Polenta und noch irgendeine trockene Beilage, Gnocchi, aber halt keine weitere Sauce oder so. Dann noch einen gedünsteten Fisch ohne Sauce und Händelhaxen und Spare Ribs. So, und da waren Kinder da. Und ich hab mir dann wirklich gedacht, Die haben so sich gefreut. wie traurig ich als Kind gewesen war. Ja. Ja. Also da kannst du ja dann eher mal null mit Tomaten, wenn ich dann gesehen hätte, dass da so große grüne Paprika drin sind, hätte ich gesagt, nein! Ja. Ja. Das will ich nicht. Ja. Und der Nachtisch hat es auch nicht gegeben, den hättest du nämlich wieder zahlen müssen. 5 € für ein Softeneis zum Beispiel. Das war nämlich auch gebührenpflichtig gewesen, der Nachtisch. Das habe ich auch noch nie erlebt in einem 4-Sterne-Hotel. Und sie haben noch, am Pool habe ich noch eine Broschüre gelesen, weil man gesagt hat, magst du die Broschüre lesen? Und dann haben sie damit geworben, dass sie die Semien selber bauen. Dass da halt natürliche Zusätze kommen, und haben wir gedacht, ja, schön. Dann habe ich eine Semi probiert, und ein Brot, und habe mir gedacht, warum? Kauf's lieber. Bitte, Tante Hannelore, bach nimmer selber. Es ist so trocken und so hart und es hat kein Salz. Und das hat sich irgendwie so summiert, dass irgendwann halt nur noch lustig war. Und es war halt also frech, weil das alles so teuer war. Es war unser teuerstes Hotel auf der Reise. Und wir haben da davor und danach viel bessere Hotels gehabt für viel weniger Geld. Also, das war echt schlimm. Ich hab schon gesagt, mir reicht das Geld, obwohl es nicht einmal meins war. Ja, das habe ich, glaube ich, schon erzählt gehabt. In der Broschüre stand auch noch, wenn man einen Wellnessbereich nutzen möchte, also diesen Mini-Pool und die 2 Saunen, dann hätte man am Abreisetag nur 59 € zahlen müssen, dass man da noch bleiben darf. Passt schon. Krass. Da hast du in jedem Hallenbad eine bessere Zeit wahrscheinlich. Für weniger Geld. Ja, na doch, das war schön. Das war schön. Ich möchte jetzt nicht alle Leute aus dem Osten über einen Kamm scheren, weil natürlich haben wir auch tolle Erfahrungen gemacht und es waren auch Leute nicht, vielleicht sind auch Bayern so, wenn man bei denen, also ich mache ja keinen Urlaub in Bayern. Wobei das stimmt nicht, wir schlafen ja schon oft bei den Auftritten in irgendwelchen Hotels und da werden wir jetzt eigentlich auch nicht so behandelt. Es hat sich schon so summiert mit den pumpigen Antworten und so. Aber na, ist wurscht. Wir haben es überlebt. Du verstehst halt den Humor nicht. Es war, ja, das ist sehr viel Humor gewesen bei gebührenpflichtig. Da ging ja sehr viel Mundwinkel nach oben. Ja, na doch, das war mein schöner Urlaub. Er war aber wirklich schön. Ja. Haben wir wieder ein paar neue Erfahrungen gemacht. Und Sächsische Schweiz, also vielleicht nicht in das Hotel fahren, aber generell wirklich, also fahrt's da hin. Echt sau schön. Sau cooler Wanderweg und so. Beeindruckend. Und, nur ganz schnell, ich hatte ein wunderschönes Comeback. Ich war nämlich beim HNO. Der hat gesagt,
Bruder, du hörst wieder, habe ich gesagt, mein Gott, ich freue mich. Hat sehr Angst vor dem Hörtest, aber es war wieder alles da. Und dann habe ich jetzt am Freitag 2 Auftritte gleich hintereinander gehabt. Also ich bin wieder voll eingestiegen beim Open Beats Festival. Krass, dass ich da spielen habe dürfen. Mega geil. Riesengroßes Festival. Eher so Elektro-Techno-Festival, würde ich jetzt eher sagen. Und ja, ich war auf der Mallorca-Bühne. Und das war natürlich klar wie die kleinste Bühne. Ist ja auch klar, es hat 7 Bühnen gegeben und das ist ja eine andere Musikrichtung. Das haben die halt einfach zur Gaudi nur aufgestellt. Aber die Leute, die bei mir da waren, die haben einfach in dem Moment auf den Headliner verzichtet. Und das fand ich krass. Also ich habe am Abend ja gespielt. Und dann, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Also es war natürlich jetzt nicht brechend voll bei mir. Aber die Leute, die wo da waren, die haben einfach meine Texte gekannt und so. Die waren halt wirklich mit Absicht da. Haben sie das nicht einfach nur so mal im Vorbeigehen angeschaut. Und das war so schön. Ich habe so eine Gaudi mit euch gehabt. Vielen, vielen Dank. Und auch danach, in Grosselfingen auf dem Feuerwehrfest. Feuerwehr einfach wieder so lieb gewesen. Wirklich. Also ich liebe ja Feuerwehren. Die haben mir so einen riesen Korb hinten hingestellt beim Backstage mit so viel Premium-Süßigkeiten und Snacks und Obst und so. Die waren so lieb. Echt. Also, Schön. ja. Ja, wieder ganz tolle Festdamen, aber mit den Festdamen verstehe ich mich immer am besten irgendwie. Ist immer ein Match. Na, aber wieder auch ganz schön. Und auch das Publikum, da war auch nicht so, dass nur die Jungen, weil oft ist bei mir so, dass dann eher nur die Jungen vorn sind. Oder, und die Alten halt echt so 100 Meter Abstand nochmal extra halten, was ich auch verstehe, es ist ja auch laut. Nehmt euch generell, liebe Kinder, immer Ohrenstöpsel mit auf Konzerte, sehr wichtig. Aber da war alles total gemischt. Also auch so richtig ältere Damen und Herren. Das ist echt, also so so ein Oppis, die am Start waren und die auch mitklatscht haben, die sind sogar in die Knie gegangen, als ich gesagt habe, jetzt alle hinsetzen und haben mitgesprungen. Das fand ich so cool. Ich habe am Ende noch Applaus geben lassen für die Elternleute, weil das wirklich außergewöhnlich war, wie die mitgefeiert haben. Das war voll schön. Na wirklich, habe mich sehr, sehr gefreut. Danke auch an die Leute, die von weiter weggekommen sind. Also einer ist einfach 2 Stunden da hingefahren, nur um dann eine Show von mir zu sehen. Und das hat mich echt gefreut. Danke dafür. Waren natürlich auch wieder nur süße Wellensittiche am Start. Liebe Grüße an euch. Das freut uns natürlich immer besonders. Ja, na doch, ich bin sehr, sehr beseelt nach diesem Comeback. Freut mich, dass du so einen guten Wiedereinstieg gehabt hast. Ja, voll. Das ist bei mir passiert. Und was gestern passiert ist, also das ist nicht wirklich passiert, sondern gestern war das Jubiläum. Liebe Wellensittiche, ich hab's mir selber schon gefühlt seit 5 Jahren immer angeschaut. Nicht nur gefühlt, ich hab's mir bestimmt schon seit 5 Jahren immer angeschaut. Aber gestern hat was Jubiläum gefeiert. Und zwar ist gestern vor 7 Jahren ein Wild und Frei Musikvideo rausgekommen. Von mir. Und das müsst ihr euch mal anschauen, weil vielleicht erkennt ihr da eine Person wieder, die da eine Hauptrolle drin spielt. Das wird der Rest jetzt rausschneiden. Wahrscheinlich. Also Leute aus meiner Twitch-Community haben das schon mal gefunden und man kann sie bei mir im Stream wünschen, dass sie Karaoke singen, wenn man genug Kanalpunkte gesammelt hat und die sammelt man durchs Zuschauen quasi und dann haben sie mir das natürlich eingedruckt, weil sie das zufällig gefunden haben und gesehen haben, dass ich da in dem Video bin und dann haben, haha, schau mal, da bist du, sing das mal. Ja. Also ich habe das tatsächlich vor kurzem erst mal wieder gesehen. Echt? Nein, ich hab's ewig nicht mehr gesehen. Deswegen. Muss man dann auch anschauen, am Jubiläumstag. Ja, Ja. wirklich. Generell tauchen Vreni und Reza immer mal wieder in meine Musikvideos auf. Ein paar Wellensittiche haben es schon bemerkt, dass sie auch in meine Songtexte vorkommen teilweise. Da ist mir auch schon mal geschrieben worden. Sind bei noch nicht heim, Rez und Vreni gemeint. Na. An der Stelle möchte ich euch fragen, treffen wir uns eigentlich manchmal privat auch? Nee, nur wenn es sein muss, ehrlich gesagt. Verena ist letztens fort. Ja. Ich war letztens fort und dann hat mir einer aus meinem Dorf angeredet. Wegen einem Podcast und so. Und woher ich Anja kenne, weil er halt Anja-Fan ist. Und dann habe ich halt gesagt, wir sind Besties. Ja.
Und dann hat er aber halt so 10 Minuten später gefragt, ob wir uns eigentlich auch manchmal privat sehen oder nur halt so, weil wir den Podcast zusammen machen. Und dann habe ich auch gesagt, triffst du deine besten Freunde eigentlich auch manchmal privat oder nur online, wenn du so. eure Gespräche aufzeichnest? Ja. Also ich mache nur beruflich was mit euch. Ja. Ja. Also ich sowieso. Wir sind ja, gar eben. nicht richtig Du befreundet. Du sowieso. Kann ich kurz festhalten, dass ich gerade die ganze Zeit Rotwein, so einen Abdruck auf meine Zehen hatte. Aha, das halten wir Okay. fest. Ich glaube, wir Doch, müssen komplett rausschneiden, was ich euch erzählt habe. Es wird doch eine Ja, Folge von machen wir. euch zwei. Oh nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, warum? Soll ich singen? Siehst du nicht so? Nein. Naja, perfekt. Naja. Naja, Schön, dass ich wieder da bin. perfekt. Oh Mann. So, meine Lieben, das war jetzt die große Update-Folge. Ihr seid wieder geupdatet, wir sind geupdatet, wir sind noch nicht komplett geupdatet, weil ihr habt uns noch nicht gesagt, was passiert ist. Ihr wisst es doch schreibt es doch rein. Was bei euch alles passiert ist, interessiert uns doch, was im Schwarm so geht. Und der Schwarm hat uns auch geschrieben, immer wenn der Wellensittich der Woche kommt, bin ich traurig, weil dann weiß ich, dass die Folge vorbei ist. Sie ist nicht vorbei danach. So, ich sag's nur. Und wir kommen jetzt zum Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, ich weiß doch, dass ihr gerade so unfassbar aufgeregt seid. Wer wird in dieser Folge der neue Wellensittich der Woche? Die Leute An dieser scheißen Stelle. vor Aufregung auch immer, wenn sie das her. An dem Punkt möchte ich mal erwähnen, dass der ein oder andere Wellensittich der Woche das sogar in seinem Instagram-Profil vermerkt mit Kalenderwoche oder Folge. Wann er in die Hosen Oder geschissen so hat. das quasi als Nix. Passt schon. Red weiter, Ferina, bitte red einfach weiter. Wirklich, red weiter. ich würde es gerne wissen. Es war mal wieder ein Altherrenwitz meinerseits. Ist gut. Ja und, was war da jetzt? Das war Situationskomik. Ich möchte es nicht nochmal sagen. Du hörst das doch dann in der Folge. Wann er in die Hosen geschissen hat, hat's gesagt. Ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle so ganz herzlich eine Freundin von mir grüßen. Ich nenne sie jetzt nicht beim Namen, die mir, als mir so schlecht ging, körperlich und natürlich dadurch auch ein bisschen psychisch, geschrieben hat, um mich aufzuheitern. Also ich habe mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, vielleicht freut dich das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir eingeschissen habe. Ich muss jetzt noch schauen. Und es hat mich tatsächlich zum Lachen gebracht und aufgeheitert. Danke, Kuss. Danke. Ja, manchmal muss man noch schauen, manchmal kann man sich nicht sicher sein anscheinend. Das liebe ich. Weil sie hat, so kurz zur Erklärung, sie hat einen Schwarz gelassen und sie hat nicht gewusst, ob er ein Gewicht hat. Ja. Ja. Verstehe. Okay, cool. Die armen Wellensittiche. Aber sie warten die ganze Zeit. zurück zu der Person, die wir auch sehr lieben. Und zwar Den Wellensittich der Woche. Ja. Und zwar, in dieser Woche ist die Wellensittichin der Woche Schon? Sarah. Juhu. Sarah, herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Sarah hat uns eine richtig liebe Nachricht auf Facebook geschrieben. Sie hat das gleiche nochmal als Spotify-Kommentar da lassen. Und sie hat geschrieben, wir geben mir einfach Freude und einen super Weiberratsch. Und sie liebt, wenn wir in ihre Ohren innen drin sind, im Gym, beim Radlfahren und beim Chillen. Wir sind überall in ihrem Leben mit dabei. Und da sind wir doch gleich, freut Sarah. uns. Da gefällt uns doch in deinem Leben innen drin. Danke. Deswegen, schreib uns gerne eine Nachricht, wenn du das hörst, oder wir schreiben dir, falls du dich gerade nicht angesprochen fühlst. Und dann macht sie der Briefsittich auf den Weg zu dir. Und an diesem Punkt wollen wir auch nochmal
ganz dringend vergangene Wellensittiche der Woche honorieren, Begrenzen. nicht von der Bildfläche verschwunden sind, sondern umso mehr da sind, seitdem sie das geworden sind, obwohl sie schon vor Wochen sind. Es ist Danke, auch auf mittlerweile jeden zum Fall. Teil so, dass ich an die Profilbilder schon erkenne, wer das jetzt ist. Also ich weiß, Ja. wie ihr ausschaut zum Teil und wie ihr heißt. Das ist so schön. Man freut sich richtig. Wenn man dann sagt, Man kennt so seine Pappenheimer. Ja, sie sagen ja immer, dass sie das Gefühl haben, sie sind mit uns befreundet, aber statt habe ich auch das Gefühl, wir sind auch befreundet mit Erna. Ja, doch, auf jeden Fall. Immer wenn mir jemand erzählt, er ist ein Wellensittich, dann denke ich immer, ach so, da kennen wir uns ja. Genau. Dann bist du auch Teil unseres Schwarms. Wie schön. Und alle, die neu im Schwarm sind, auch herzlich willkommen. herzlich willkommen. Ich möchte ganz schnell noch sagen, ich war ja in Frankfurt auf dieser Preisenhochzeit, muss man sagen. Da waren Ja. keine Bayern. Und das war das erste Mal, dass ich draußen in freier Wildbahn auf dem Podcast angesprochen Wow. worden bin. Und das hat mich so gefreut, weil das halt lauter Leute waren, die uns eigentlich jetzt nicht so gut verstehen, aber sehr viel nettes Feedback gekriegt und ja, Voll die hören sich schön. das an. Das finde ich Wie sehr, sehr cool. gut. Das freut mich sehr. Voll lieb. Ja, total süß. Grüße ins Preisenland, danke. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ja, Gut, und weil diese Folge noch nicht zu Ende ist, geht's jetzt weiter. ja. Es schreibt uns ja nicht nur ein potenzieller Wellensittich der Woche, sondern andere wunderbare Menschen schreiben uns Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Und in letzter Zeit haben uns wieder einige sehr, sehr erotische und liebevolle Nachrichten erreicht. Und die werden euch, wie immer, jetzt Res und Vreni präsentieren. Film ab. Ich möchte anfangen mit dem Rainer, der uns krass viele Liebesbriefe schickt. Den kenne ich auch schon. Darunter einer, in dem er schreibt, echte Dorftrutschen. Die Gerüchte sind wahr. Wir kommen aus dem Dorf. Naja. Und wir sind Rutschen. Gut, das, ja. Ich habe tatsächlich auch was vom Rainer. Und zwar hat sie der Rainer gefragt, wie kann man diesen Kuhkanal sperren? Das hat mich sehr gefreut. Und da sei gesagt, Rainer, der Algorithmus denkt, wenn du kommentierst, dass dir das gefällt. Je mehr Kommentare du uns schreibst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du uns wiedersagst. Also, nicht, ich will mich nicht beschweren, schreib uns gern weiterhin, aber Ich finde, er muss weiterhin kommentieren. ja. Ja. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, die Aufgabe abzunehmen und einfach zu blockieren. Ja, na. Aber dann habe ich mir gedacht, es ist wundervoll, dass der Rainer so oft Liebesbriefe Er ist ja wirklich Ja. er ist ein aktiver Fan eigentlich. Treu. Ja, muss das ist man sagen. echt. Ja. Also er ist, wer hätte es gedacht, er ist auf Facebook unterwegs Ja. und wenn du da viel likest und kommentierst, dann wärst du irgendwann als Top-Fan ausgezeichnet. Und dann steht das daneben. Also ich freue mich auf den Tag, wo der Rainer unser Top-Fan wäre. Das liebe ich auch. Lang kann es nicht mehr dauern. Das liebe ich sehr. Der Rainer hat übrigens auch noch geschrieben auf ein Video, wo Dress verzeiht hat, dass sie es nicht im Griff hat, beim Fortgehen heimzugehen. Hat er drunter geschrieben, ihr habt viel mehr Dinge nicht im Griff. Ich hoffe, mir wird nie in meinem Leben so dermaßen langweilig, dass ich mir auf irgendwelche fremden Leute im Internet so einschieße. Ja, brutal. ja. Ich habe tatsächlich auch noch einen vom Rainer. Na? Ich weiß leider nicht, Ja, unter welchem Post es war. Aber da hat er kommentiert, die 3 schlimmsten Weiber. Ihr wisst, was ich so richtig lieben darf, wenn man so einen Rainer jetzt irgendwie so positiv bestärken. Also nicht so schreiben, du hast recht, sondern immer so, bist du Single? Oh. Bist du nur zu haben? Oh, gute Strategie. Also so als, ich weiß nicht, einfach Wir mal so ein probieren's. bisschen ein Rainer O-Flirten. Ja. Na, Schmarrn. Der Rainer hat einen Facebook-Freund. Ja. Das ist wahrscheinlich sein Katz, der da ein Profil gemacht hat.
Ja, oder ist es sein echtes Profil? Vielleicht. Weil er mit dem anderen nur pöbelt. Naja. Ach Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die schlimmsten Frauen, die der Rainer kennt, 3 Frauen sind, die an Wellen sind, die Stammtisch-Podcast machen und nur Scheiße labern. Das spricht irgendwie für den Rainer, weil ich denke mal, du musst so tolle Frauen kennen, wenn das schon das Schlimmste ist. Ich darf gerne die Frauen Ja, in deinem das Leben stimmt. kennenlernen, Rainer. Ja. Stell's uns vor. Ich glaube, dass der Rainer heiß begehrt ist. Der möchte mich halt anschließen. Ja. Wir sind da, Rainer. Wir sind da für die. Na, aber darf man Rainer natürlich keine Aufmerksamkeit geben. Aber er soll weiter kommentieren, weil er pusht das Ganze. Danke, Prost auf Ja. die, Rainer. Ja. Auf jeden Fall. Danke dir. Dann habe ich noch was Schönes vom Ricky. Der Ricky war sehr erbost. Na, Mal wieder. was hat Rest gesagt? Hat mal Ja. wieder das Internet anzünden. Mal wieder. Indem sie gesagt hat, dass Shutter Island der Film scheiße ist. Oh, Naja, der Ricky war empört. Er hat geschrieben, das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe, neben Open Water, ist dieses Video. Macht um Gottes Willen nie Kritiken zu Filmen. Ihr habt keine Ahnung davon und das vollends. da frage ich mich an erster Stelle, warum zirkst du da Verena und mich mit ein, Ricky? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Nein, wir haben damit nichts zu tun. Und zweitens wäre es mir jetzt wichtig, Res, dass du vielleicht dein 1,0 Master zurückgibst. Also die Masterarbeit, die du in Filmanalyse geschrieben hast, Ja. bei einem Professor der Filmanalyse, der gefunden hat, das ist eine 1,0 100 Seiten Arbeit. Die müsstest du jetzt zurückgeben, Genau, weil ich glaube, dass der Ricky qualifizierter ist. Und der hat gesagt, du darfst nicht mehr auf jeden Filme Fall. analysieren. Deswegen bitte hör auf damit. Ja, ja. Ja, das war, Außerdem glaube ich, nur hören wir fair. immer gern auf sehr humorbefreite Leute. Ich glaube, jede weitere Filmanalyse war gebührenpflichtig. Ja. Der Erik hatte übrigens zu diesem Video auch noch zu sagen, Intellekt pur. Mit dem Emoji, der die Augen nach oben verdraht. Also auch er ist von deiner Expertise sehr Ja, Ja. überzeugt. na, Ja. war recht, wenn du es zurückgibst. Tut mir leid. Okay. Aber um diese negative Runde noch mit was Positivem abzuschließen, Ja. habe ich hier noch einen Kommentar von Therese, ihrem Oberverliebo, Oh, der ist so eklig. den ich Das war sehr wurscht, schön aber fand. das hört. Es ging auch darum, welche Filme mir mag. Ja. Und dann hat er kommentiert, Herr der Ringe 1, Die Gefährten. Welchen Film mag die Nasenring Sabine? Eis am Stiel. Und bei Nasenring Sabine hätte ich fast den Durst gebieselt. Ich möchte ab jetzt nur noch so vorgestellt werden von euch im Podcast. Um meine Oma zu zitieren, ich sag nicht, über wem sie das gesagt hat, aber Ja. ich darf ihn gern schlagen, aber ich da klang nicht. Ihr könnt euch denken, es ist der Typ, der jetzt mal fragt, wie du heißt. Er weiß anscheinend immer noch nicht. Jetzt war es Sabine. Oh, jetzt haben wir einen bin ich neuen Namen alles. für die, oh Gott. Ja. Der Podcast hat mir ja schon Räder beschert und jetzt ist auch noch Nasenring Sabine. Nasenring Sabine. Das Lustige ist, ich glaube, wenn mir jetzt jemand gefragt hätte, ob du einen Nasenring hast, dann hätte ich nachgesagt, weil ich den schon gar Ja. nicht mehr sehe. Aber wir kriegen Ja. da ständig Kommentare dazu. Also andere Leute sind anscheinend sehr fixiert auf Nasenringe. Ja, Auf Nasenringe. das war mir auch nicht so bewusst. Man vergisst es irgendwann. Also Ja. das Ding ist halt einfach da. Ja. Ich sag das jeden Tag. Und Ja. man denkt dann immer so drüber nach. Aber ja, Leute auf Facebook besonders, denen ist das wichtig. Ja. 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 Ja gut. Es wurde sich hier massiv beschwert, dass letzte Woche keine neue Folge gegeben hat. Ja. Massiv. Und wenn jetzt hier die Folge nicht bis zum Ende kehrt wird, dann kehrt's euch aber auch nicht anders. So nämlich. So. Und jetzt kommentiert's mal gebührenpflichtig, wenn ihr bis daher kehrt habt. Danke. So. Ja, sehr gut. Aber So immer nämlich. bitte mit dieser Kommentar ist gebührenpflichtig. Ja, ja, und Genau, das ist so gut. machen wir's. Das ist wundervoll. Schön. Schön. Na doch, dann freuen wir uns doch wieder was für euch zu hören.
Danke, dass ihr da wart, liebe Freunde. Ja. Wir hören uns nächsten Donnerstag in eure Ohren innen drin. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Kommentiert fleißig, folgt uns auf alle Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube, gerne auch Facebook. Wir heißen überall Wellensittich-Stammtisch und freuen uns über eure Kommentare, eure Likes und am allermeisten freuen wir uns tatsächlich über 5-Sterne-Bewertungen. Die schmecken uns. So gut schmecken die uns. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Du gehst jetzt auf Informationen und dann klickst du da auf, also bei Spotify, dann klickst du da auf diese Sterndl und dann kannst du selber eine Bewertung abgeben, wenn du es bis daher gehört hast. Dankeschön, merci. Danke. Ihr helft uns damit wirklich, also danke. Danke. Auf Wiederhören. Also nachher. Also dann, macht's es gut. Also, bis zum ja, nächsten macht's Mal. gut. Bis nächste Also, Woche. bis Wir da- freuen ja, uns. nächste Ihr Woche. freut euch. Wir Alles freuen klar. uns doch Na, alle aus. Na, du legst Okay. auf. Also, Nein, jetzt danke. du. Ja. Auf geht's. Ja. Wir waren im Urlaub. Gut. Halt's Maul. Also sowas hörst du nicht. Pfui Teufel, schalt aus das Klump jetzt. Mir schwindelig.